Servus alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du nicht regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind damals dabei, 19:30 startet damals ein Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. So, also wir sind wieder zurück in Cold War. Ich habe jetzt hier das Fötzeli dort für Diskette gefunden. Beziehungsweise das kriegt man rüber, wenn man am Anfang mit dem Typi labern, wo wir im Amsterdam verfolgen. Und wir brauchen einen dreistelligen Code und den bekommt man rüber, indem dass man bei der blauen Zahl immer die Differenzen auszählen. Also heisst bei 52 auf 58 dort in der Mitte sind es ja 6 und von 58 auf 66 sind es ja 8. Heisst, wir haben eine Differenz von diesen zwei Zahlen von 2. Das heisst, wir müssten die 2 von der anderen Zahl, also von der ersten Zahl von 52 auf 58, also von 4 abziehen, das wäre dann von 6 abziehen, das wäre dann nachher 4. Das heisst, der Code wäre 468. Und wir können das leider jetzt noch nicht probieren, weil wir fehlen noch 2 Beweise. Und für das müssen wir jetzt die nächste Mission machen, ist in der Mauer, und dort müssen wir dann irgendetwas finden. Beweise untersuchen. Da haben wir eigentlich alle Beweise schon. Wir starten jetzt einfach die Mission mal und schauen mal, was wir noch finden können dort. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ostberlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ostberlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Gerade unter der Mauer durch nach Ostberlin. Bereithalten. Bitte stellen Sie keinen Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir nicht wieder. Adler, der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Hör nicht weiter auf deine Mutter. Sie hat nur noch den Eine Atomkrieg im Kopf. Information ist im Zug untersagt. Ist es das? Einrichtung siehst relativ fertig aus. Stimmt. Noch lange auf. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay, und los geht's! Vorsicht! Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. Bewegung auf dem Bahnsteig. Schalten wir ihn lautlos aus. Vorsichtig. Schön langsam.
Oh, ich hab den gar nicht gesehen da. Also, beziehungsweise ich hab gemeint, ich habe ihn verwünscht schon, aber so nicht. Hier entlang. Hier geht es raus. Ist das alles gewesen? Hey! Scheiße, was ist hier los? Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt! Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher eine Lösung. Wir Da- öffnen... Jetzt! Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Können wir jetzt auch noch irgendetwas machen? Warum wir gerade? Kommen wir da runter? Man sieht einfach gar nichts, Mann. Es ist so dunkel. Kann man auch nicht rein. Sind wir Bewohner irgendwo? Muss doch sicher irgendetwas sein. Körper. Muss ich irgendwo her tun, oder was? Nein, die spielen doch keine Rolle mehr. Türen zu. Dann ist okay. Ich frage mich aber, irgendwo muss jetzt so noch etwas sein, wo wir können nehmen können. Wir gehen mal Sollte weiter. bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Vorsicht, Scheinwerfer. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Wo ist er jetzt? Ah, da rauf. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt, Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Ah, der dort. Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Kraus. Mir nach. Frage mich, wo wir das Beweisstück holen müssen. Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ah, Nika. Okay. Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Halt! Ich brauche Polizei! Da bist du. What the fuck? Ah, bleib auf Distanz. Ach so. Alter Schwede, Mann. Da kannst du aber gar nicht machen, Mann.
Vor allem einfach aus dem Nichts aus am Ballern sind. Volkov in der Kneipe über die Straße. Okay, wir müssen da wahrscheinlich einfach da über. Macht euch keine Sorgen. Bell, finde die Informantin. Die Informantin, hä? Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Wer weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Dankeschön. Achtung, Bell, ich glaube, Volkov kommt rein. Okay, wir müssen den Informant retten. Wo ist Volkov? Man ist ihm gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. 2 Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Okay. Okay, das geht's jetzt auch. Ich brauche mehr Zeit. Triff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Schloss knacken. Ui. So wie das ist wie ein Fallout, hä? Okay, oder auch nicht. Schon gut. Wo sieht Aber Bell? Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich tue... Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Straße weg ist. Muss ich da durch? Da raus. Triff mich. Wo kann ich jetzt da optional retten den Informanten oder bringe ihn zum Schweigen? Gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Okay. Gott. Wo soll ich her? Park, wie ist die Lage? Ich bin in einem Laden gegenüber von Kraus Wohnung. Er kam gerade nach Hause. Und du? Die Stasi sucht das Gebiet ab. Ich muss mich versteckt halten. Ich stoße dazu, sobald es sicher ist. Bell, geh sofort zu Park und Lazar. Ende. Ich brauche Unterstützung!
Ich kann ihn umbringen. Oh, Schatten. So. Holy shit. Schloss knacken. Das ist ein bisschen krüppelig gemacht. Lassen Sie mich gehen. Ich sag doch, ich bin nicht der, den Sie suchen. Sie. Ah, Beweisstück. Ah, da ist es. Alles klar. Okay, und dann kann man das lesen und dann weiss man die Verbindung dazu. Schon nice gemacht, hä? Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Was stand in dem Papier? Man kann diesen Leuten nicht trauen. Ich weiß nicht einmal, wovon Sie da reden. Bitte, lassen Sie mich heim zu meinen Kindern. Töten Sie mich nicht! So, Herausforderung abgeschlossen, okay. Da kann man nicht trauen. Das ist einfach so. So jemandem kann man nicht trauen. Scheiße, wo muss ich da her? Okay, der läuft weg. Upsi. Wo muss ich jetzt durch? Ja gut, ich nehme sie schon voneinander. Also das Spiel ist ja so programmiert, dass man jetzt keine Chance mehr hat zum Bestehen. So. Ich weiß von denen, Mann. Ich sehe es einfach gar nicht. Wo muss ich her? Da rein. Wenn du das unauffällig nennst, helfe uns Gott. Folge mir. Sorry. Kleiner Zwischenfall gsi. Pfeifen uns die Anwohner noch. Park ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus' Wohnung. Ich wollte ihr ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Park ist gleich voraus. Komisch ist aber die, dass das gar nicht gehört und die Schüsse wird locker hören. Wir sind zurück. Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus' Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade.
Der Augen auf Kraus. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Huch, dann nicht mal das Foto machen. mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Reizend. Ja, wie weit ich dort rein? Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Bell, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Bell, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Okay, jetzt müssen wir den betäuben, oder beziehungsweise sie können wir betäuben. Gute Arbeit. Jetzt finde den Aktenkoffer. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, sie haben sich... Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. Genau, jetzt legen wir sie so her, dass die Leute schlafen. Perfekt. Hm. Den Aktenkoffer suchen. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Papa, kommst du? Hä? Kraus verlässt sein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Ah, schau, da haben wir nochmal das Beweisstück. War ja klar. Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Ich würde ehrlich gesagt nicht wissen, was du überall mit Blaulicht kannst erkennen. Hm. Hä? Alter, wieso geht's nicht auf?
Ah. Ich kann dich nicht mehr sehen. So ist das. Bell, hast du den Aktenkoffer gefunden? Verstanden. Platzier den Peilsender und dann verschwinde. Alter! Sie haben zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Ah, endlich. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Deine Fragen sind mir echt egal. Zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen, aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann einen Buckligen heilen. Sie hat Stutterkopf! Tötet sie! Ich helfe ihr und sichere den Koffer. Schnapp Volkov. Danke. Töte oder ergreife ihn. Besser ergreifen wir den. Man hat sicher wichtige Informationen. Man. Wow. Ah, ich wollte gerade in die Deckung gehen, Mann. Aber ich konnte nicht zurücklaufen. Wieso brennt der? So. Nachladen wieder. Also bis jetzt muss ich sagen, ist es noch eigentlich recht geil gestaltet, so das COD mit der Mission und so. Also da... Oh. Ist nicht schlecht. Aber eben, leider spiele ich ja eine COD-Mission an sich, spielt ja fast niemand mehr. Oder die Story. Das ist sehr, sehr wenig nur. Wie viele Gegner jetzt da? Wo? So, hier sind... Endlich. Bell, im Namen des MI6. Danke. Volkov gehört uns. Mehr als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ostberlin.